Die Wahlergebnisse werden hier natürlich von den vielen, vielen Menschen, die hier auch ins Rathaus gekommen sind, beobachtet. Und als die Zahl für Henriette Reker zum ersten Mal über 50% gegangen ist, ist hier Applaus auf offener Szene aufgebrandet. Das heißt, die Sympathien scheinen hier, zumindest im historischen Rathaus, momentan relativ klar verteilt zu sein. Bei mir steht jetzt der noch amtierende Oberbürgermeister von Köln, Herr Rothers. Schön, dass Sie Zeit hatten, sich mit uns auch zu unterhalten heute Abend. Ich habe Sie gesehen, eben Sie verfolgen das auch ganz gebannt. Wie ist denn momentan so Ihr Eindruck des heutigen Abends bis jetzt? Also zunächst mal bin ich erstaunt darüber und erfreut darüber, dass so viele Wahlinteressierte bereits ab 18 Uhr hier im Rathaus in der Piazzetta anwesend waren. Das ist mehr als bei den sonstigen Kommunalwahlen. Spricht dafür ein hohes Interesse, auch gerade nach den schrecklichen Ereignissen von gestern. Und ja, es ist schon spannend zu sehen, wie die einzelnen Wahlkreise jetzt ausgezählt werden. Zunächst sah es ja nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus, beide so jeweils 42%. Und im Laufe der Zeit hat sich immer mehr eine Kluft ergeben zwischen dem Ergebnis von Herrn Ott und dem von Frau Reker. Wir müssen mal sehen, jetzt glaube ich, ein Drittel ist ausgezählt, ob sich das stabilisiert oder ob es da noch wieder eine Trendumkehr gibt. Also es wird noch spannend. Sie haben die Ereignisse von gestern auch angesprochen, da müssen wir natürlich auch noch mal heute darauf zu sprechen kommen. Sie waren ja auch vor Ort in Braunsfeld, Sie haben die Geschehnisse natürlich auch mit Informationen aus erster Hand direkt verfolgt. Haben Sie mit Frau Reker sprechen können im Laufe des gestrigen Tages oder heute? Nein, ich habe noch nicht, weil gestern wäre es auch nicht angemessen gewesen, weil sie dann die Notoperation oder die Operation über sich ergehen lassen müssen. Und heute war sie ja lange Zeit noch im Koma und von daher werde ich den richtigen Zeitpunkt auswählen. Ich habe Kontakt aufgenommen mit ihrem Ehemann. Ich habe heute auch gesprochen, auch einen Besuch abgestattet bei einem der Opfer, bei den Wahlhelfern, der schwer am Arm getroffen ist und habe ihnen im Krankenhaus alles Gute gewünscht. Und mit den übrigen Betroffenen habe ich telefoniert, beziehungsweise eine Dame habe ich eben noch getroffen. Und ich muss sagen, großes Respekt vor dem, was die Betreffenden mitgemacht haben und wie sie es jetzt auch verarbeiten. Das ist schon eine ganz schreckliche Situation, die man sich so richtig gar nicht vorstellen kann. Man steht neben der Kandidatin und sieht, wie auf sie eingestochen wird und kann so schnell nicht helfen, versucht zu helfen, wird dann selbst Opfer. Das waren schon dramatische Situationen. Sie sprechen es an, dramatische Situationen. Hätten Sie sowas jemals für Möglichkeiten? Es gab in Köln ja das Attentat auf Oskar Lafontaine, es gab ein Attentat auf Wolfgang Schäuble, aber können Sie das so ein bisschen, ist das so ein bisschen greifbar? Ich meine, die Ermittlungen sind ja noch ganz am Anfang, man weiß noch relativ wenig über den Täter, ein rechtsradikaler Hintergrund wird vermutet. Haben Sie das Gefühl, dass da gerade so eine Stimmung irgendwie im Land auch herrscht, jetzt aufgrund der Flüchtlingsdebatte? Ist das irgendwie eine Gefahr, die da besteht, oder ist das einfach ein wirrer Einzeltäter gewesen? Also man ist schon ein bisschen besorgt, dass eine Frau, die sich für die Lösung der Flüchtlingsprobleme bei uns hier in Köln eingesetzt hat, dass sie zum Opfer wird. Man muss gucken, wie das Profil des Täters aussieht. Vielleicht ist es eine Mischung zwischen Verwirrtsein und politischem Hintergrund. Das ist ja immer nie so glasklar abzutrennen. Und dass er der rechtsradikalen Szene früher angehört hat oder sich ihr zugehörig fühlt, das hat er wohl zum Ausdruck gebracht. Also von daher muss man schon eine gewisse Besorgnis haben. Aber andererseits dürfen wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir müssen jetzt gerade zeigen, auf lokaler Ebene, in den Bezirken, in der Stadt, da müssen die Politiker ja mit den Bürgern sprechen und umgekehrt. Die Bürger wollen doch ihre Vorstellungen, ihre Sorgen vortragen. Und wenn man dann irgendwie mit Bodyguards durch die Gegend läuft, was man sich gar nicht vorstellen kann, dann ist das keine lokale Demokratie mehr. Das macht die Aufgabe ja nicht einfacher am Ende des Tages, oder? Nein, es macht sie nicht einfacher. Sie sprechen das Thema Bodyguards an. Also da entstehen ja auch Ängste bei Menschen, die sich vielleicht engagieren wollen, aber jetzt sagen, warum soll ich mich für die Stadt, fürs Gemeinwohl, auch als Mitglied des Rates, da verdiene ich nicht großartig Geld. Also da muss ich ja wirklich mit viel Idealismus dahinter stecken. Warum sollte ich das noch tun? Wir müssen insgesamt sehen, es ist ein Ehrenamt. Das sind Menschen, die in ihrer Freizeit auf den Straßen und Plätzen für die Partei werben oder auch ein Amt übernehmen. Und vielleicht müssen wir insgesamt, das gilt dann für alle Teile der Gesellschaft, auch für die Medien, diesen ehrenamtlichen Menschen mehr Respekt entgegenbringen. Wir neigen sehr schnell dazu,
wenn mal etwas nicht so gut läuft, abschätzige Bewertungen über Politiker abzugeben, auch über Lokalpolitiker. Das ist die eine Seite, also mehr Respekt gegenüber diesen Menschen. Und zweite, dann, wenn wir sehen, es sind Rechtsextreme, die sich zum Beispiel in den sozialen Medien äußern, das haben wir jetzt gerade wieder festgestellt, mit einer Sprache, die wirklich unerträglich ist, dass wir das, soweit es eben geht, sofort anzeigen, zur Strafverfolgung bringen und nicht einfach sagen, das ist jetzt mal eine Einzelmeinung, sondern dass man dies auch mit aller Deutlichkeit macht. Wir wollen solche rechtsradikale Hetze weder im Netz noch am Stammtisch noch auf den Straßen. Sie sprechen das Thema Respekt an, auch die Medien haben da natürlich eine Aufgabe, aber natürlich ist bei den Medien auch wichtig, dass wir weiterhin auch kritisch Dinge begleiten, die nicht so gut funktionieren. Das werden wir auch weiterhin tun. Sie müssen immer sehen, das sind Menschen, die nicht täglich mit politischem Geschehen umgehen und die nicht täglich auch in den Medien präsent sind. Und da muss man auch das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Das sage ich mal als ausscheidender Oberbürgermeister. Und wir haben zum Beispiel, was die Verwaltung anbelangt, in den letzten 2 Jahren eine deutliche Zunahme von Rechtshilfegesuchen von Mitarbeitern gegenüber den Medien. Auch das ist eine Aufgabe, die man sich mal hinterfragen sollte. Da werden wir versuchen, einen goldenen Mittelweg zu finden. Sie haben es gerade noch mal gesagt, scheidender Oberbürgermeister, Dienstag 24 Uhr, also 0 Uhr ist sozusagen, endet Ihre Amtszeit. Was machen Sie denn jetzt? Also ich werde auf jeden Fall nicht mich auf die Couch setzen und zu schauen, was es am Frühstücksfernsehen gibt, sondern ich werde... Ein bisschen Köln-TV gucken abends auch immer. Ja, nein, ich werde weiter ein bisschen intensiver Sport treiben und dann mich auch noch mal ein bisschen beruflich betätigen, aber mit sehr angezogener Handbremse. Können Sie schon was sagen, in welche Richtung es geht? Also das ist etwas im Bereich der anwaltschaftlichen Beratung. Okay, dann werden wir mal gucken, wo wir uns auch in Zukunft begegnen werden. Vielen Dank, Herr Rothers, für das Gespräch. Wir gehen jetzt mal wieder zurück ins Studio. Da ist Oliver Schöndube und Professor von Alemann mit den neuesten Zahlen. Das wird sicherlich ganz spannend sein.